Een schöne dag van de jeder einem en de wens ik jullie alle genade en vrede door Jezus Christus onze Herrn en God den Vader. We willen durch deze tijd en durch deze Adventsmonat even een uitmerken nadenken. Een uitmerken voor wat ganz groot is. Eer we über dat even gaan, wil ik eerst beten. Herr Jesus Christus, dankschön für deine unuitsprechliche Leben, wo du von Fuß an bedacht wirst an uns Menschen und besorgt wirst, dass wir Menschen, die wir so hinfällig sind und zu sind geneigt, dass für uns die Möglichkeit sind, gerat zu werden. Und da hast du von Fuß an viel gearbeitet. Und das hat dir sehr viel gekostet, Herr Jesus. Dafür danken wir dir. En we weten ook wel veel die dat gekost heeft. Die heeft dat alles gekost. En ook daarvoor danken we die, God, himmlischer Vader. Du geeft alles, du geeft alles wat du hast, deinen einzigen Sehen. En an deinem Sehen bist du auch selbst, der Beste selbst. Du, Gott, Vater, bist an deinem Sehen, und die Sehen ist an dir. Du gibst alles, du gibst dich selbst, du gibst deinen Sehen. Ik bid om wijsheid en om bied. Zo über de Reitmerkstijd van die Radungsplan te reden, dat het kan, te die Irrsinne en te einen Sehen für die, die dat hieren, mocht du verherrlicht worden, durch dein Wort und mocht es alle Rat worden, zum eigen Leben. In deinem Namen, Jesus, mit Danksagung. Amen. Liebe Zuhörer und Freund, uns Gedanken soll uns durch diesen Zeit immer wieder durch lenken, was hat Gott für uns Menschen getan? Ich will aber auch ganz kurz danach kijken, warum dat Gott so groot ist. Warum gab es so eine große Reitmerkstijd sozusagen, Adventstijd? Wie vierde die Adventstijd sozusagen einen Monat, aber wie lang geht Gott Advent? Wie lang muss Gott Reit für die ewige Radung für mich und für die, liebe Zuhörer? Mir macht das so eine Freude, dat vielleicht te gaan über dit te reden. En dat ik weet dat ons Herr Jesus Christus zijn verspreek gehalten heeft aan zijn helden Jezus ohne Arm hebben staan. Ik wil aber davon reden, waarom traf Gott so ein großes Reitmerken. Liebe Zuhörer, laat mir das ganz vorsichtig sagen. Dit grote Reitmerken wat Gott trafgeduid wordt met zoveel tijd en zo zeer grote aufwand verbunden weer. Dit Reitmerken, dit wir wegen meine in deine sind. Wenn wir in Sünde gefallen sind mit onze eerste Eltern, wat am Gode gestalt wordt, help, ja wen traf Gott so ein großes Reitmerken. Und wir sagen Gott Dank. Lob en Preis für dit grote Reitmerken. De eerste Eltern am Gode, die vallen in Sinn. Zij hadden eerstenfalls nicht Sinn, aber sollten kommen in die en wat aanreden, wat ons alle nog van deel trouble deed. En dat is in Janka nu dat betere, in Janka nu dat gratere, in Janka nu meer. En doch is aan de hintergrond, wo dat van buiten nu dat betere uitlaat, vielmals aan de hinterkant dat schlechtere. En dat weer wat hier passiert. Zo'n verspreek die worden ze zijn als Gott en buiten wat Gott een slag is, over wat de hinterkant weer, dat zit hij in konen. De lied wist wat Gott gesagt hat. Und trotzdem jankert dat nu so sehr was Blut von der Anbeide deed, dat zij, wie kunnen zij van deze kant
rausfallen. Sie wären auf sicherem Boden, aber die sind schmeichelnd sozusagen von einer Kant raus. Sie stürzten uit Gott seine Gegenwart en Gott seine Angenade hinein. En Gott wie von Fuß an besagt an den Mensch, dass er kaum einfach an den Garten ernten, raubt den Mensch und seht, wo Beste. Und der Mensch hat Angst vor Gott, wenn er wieder der verstürbt sich. Hier sich dort nicht bekannt, weil wir hier, dass ein Mensch sich verstärkt, das für Gott auch für Menschen, wenn der gesündigt hat. Ich habe die Erfahrung viel gemerkt. Ich glaube, jeder einer weiß, von was ich rede. Wer das erfahren hat, wo schmerzlich sind seine Kunst, der weiß, an was es geht, wenn wir uns verstärken, wenn wir gesündigt haben. Und trotzdem raubt Gott den Mensch und merkt eine Erholung mit dem Mensch. Wir können auch lesen in 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15, da sagt Mose zu das Volk Israel so, der Herr, jön Gott, wat jön vermangt, jene Lied, die Hochdeutsche Bibel sagt, vermangt jene Brüder, einen Prophet, sondern als ich sie geben. Die Hochdeutsche Bibel sagt, einen Prophet abweichen. Nur dem soll die Horche, nur dem sagt die Plattdeutsche Übersetzung. Das hat Mose zu sagen. Auch durch den Heiligen Geist gedreven. Gott wird in einen Prophet schicken, sondern als ich sie. Und das ist so sehr interessant. Moses wie ein Prophet. Und Gott hat durch alle Gesetze und Rechte und Vorschriften in Ordnung gegeben, wo das Volk leben soll. Und dann all immer musste der Opfer bringen. Und das muss ganz korrekt sein, als Gott das sieht. War nicht, dann wir da eine große Folge von Stroh. Und Gott ist noch derselbe Gott. Dit deed Mose das Volk Israel dann al sagen. Da wird ein Prophet abstoßen. Gott wird in einen von manchen Volk, von manchen Brüder abweichen. Einen Prophet so als ich sehe. Nur dem soll die Herrscher. Und in 4. Mose Kapitel 24, Vers 17, da lesen wir so, was Bileam sei das. Ich sei aber nicht nö. Ich kick nur aber nicht von dich bi. Da wird ein Stier uit Jacob abkommen, ein kleiner Stich, nach an Israel. Hij wordt de Moabiter ihre Kap versprengen en ook de kapknakkers van zet zijn nu komen. We toch hier, Bileam wie ein Mann, wat angenommen wordt het volk Israel te vervloeken en God laat dat niet toe. Des Mann, der Heilige Geist kam über dem, der dort eine Prophezeiung rede. Von diesem Radar, von diesem Jesus, von dem wie von der Arbeiter. Von denen, die das Bileam reden. Gott erlaubt dem nicht, das Volk zu verfluchen, von wo der Radar kommen soll. Und das soll uns sehr Mut geben, liebe Zuhörer, darüber zu denken, wo sehr genau und Kraft Gott all am allen Bund door nur seine Zeit, dass das, was er sich vorgenommen hat, das Versprechen, was er den Lied am Gott gegeben hat, dass das ganz genau wird ausgeführt worden. Auch wenn so nach Menschen annimmt, das Volk Israel verfluchen, können die das nicht tun, wenn Gott sagt, du sollst das Volk nicht verfluchen. Und er sehen das. Er hat nicht bloß eine Prophezeiung des Mann Bileam, sondern er sehen das Volk Israel. Das ist so wunderbar. Sogar der Altvater Jakob, der Bruder zu Eise, der war 12 Sehens hat, was die Stammbrüder von dem Volk Israel sind. Das Stammbrüder Jakob redet auch von diesem Radar. In 1. Mose 49, Kapitel 49, Vers 10, da sagt er,
En einen Segensspruch sagt hij für Juda. De Königsstadt wordt nicht von Juda genommen. Zijn Regierungsstadt wordt nicht verschwingen. Wat hij Rechtsschuldig kämpft, dem wurde de Fall geirrt. Wunderbar. Jakob glaubt auch an diesen Radar, was er kommen wird. Isaac, zijn Vater, en Abraham, zijn grootvader, geloofde ook an diesen Radar. En ik zie, immer war gespannt, wanneer ik aan Abraham denk, als hij geschickt wordt, Opfer te brengen voor God. Wat door voor groot passiert. Dat we ook een Schote van een Reitmerker. Abraham soll den einzigen sehen, warum Gott am versprochen hat, wo uit der Radar kommen soll, den soll er nu noch opfern. Für Gott als ein Gehorsamsbeweis. En Abraham ging in deed. Wir können uns Abraham seinen Weg nicht vorstellen, von dann, als Gott ihm das sagt, seinen Weg 3 Jahre lang zu Fuß, vielleicht noch länger, dahin, wo er seinen Sohn opfern soll. Und als er so ginge, leidt hij seine Diener en seine Esels nachher weer staan en zegt hij seine Arbeiter weg, die hier en ik en mijn Sohn worden nog wieder gaan en wanneer wir es angebet haben, dann wollen wir terugkommen. Liebe Zuhörer, Abraham sein Gehorsam war unbeweglich. Hij wist wat hij doen soll und hij ging Schritt für Schritt. En hij had een vertrouwen, want de Heer des wat zegt Abraham, wanneer wir es angebet haben, wo wir wieder terugkommen. Als hier wat hij zegt, dan wo wir wieder terugkommen. Abraham had een groot vertrouwen aan God. God kon het ändern. Want hij heeft gezegd, du sollst dienen sehen, den du lief hast, sollst du Opfer für mich und Brandopfer. Abraham had een vertrouwen. God kon het ändern en ik was met mijn zin terugkomen. Aber hij ging en deed zijn arbeid. Ganz wat hij eerst dat Maße nam om den zin doodmerken, dan roept God, Abraham. Abraham. God zegt, nu weet ik dat in mijn hart is. Abraham soll zijn einzigen zin opferen en God deed dat aanlenken, dat dat toch niet passiert, aber der Gehorsam weer Gott genug. Abraham zijn Gehorsam Gott gegenüber wie Gott genug so, dat God dat draaien deed. God zegt Abraham, dood den Jungen noch, nu weet ik dat in mijn hart. Ein Sinnbild auf Christus, den einzigen Sohn von Gott. Der einzige Sohn von Abraham wie ein Bild von dem, der noch kommen wird. Und auch da, wie ein Leben an diesem einzigen Sohn von Gott, da bin wir dann all und als ich noch das Leben verstärken, was keiner nehmen kann, nämlich ewig Leben. Ewig Leben ist an dem Sohn. Und dafür kann ich immer wieder so dankbar sein. De Oudvoerders uit dem Alten Testament leren gehoorzaam. En die kunnen grote dingen der in gehoorzaam erreichen. En dat kan ook wij vandaag, lieve toehoorders. Want wie God gehoorzaam zijn, dan kan we krijgen deze dingen erreichen, wat gerne mannen im Alten Testament können. Aber eins ist klar, Gehorsam ist wichtig. Ohne Gehorsam ist es unmöglich, Gott zu gefallen. En we kunnen zo dankbaar zijn dat we dat met Gottes hand, wo wir nicht checken können. Wir lesen auch in Hiob, dat ook sogar Hiob an diesen Radar glauben deed. Hij twijfelt nicht an diesen Radar. Hiob sagt das ganz klar im Kapitel 42, Vers 5 und 6. Hiob Kapitel 42, Vers 5 und 6, da sagt hij, ik wist van die, wat ik gehoord had. Ik wist van die bloos wat ik gehoord had. Aber nu heb ik die zelfs te zijn gekregen. En doordat bekan ik, hoe schuldig ik zie, en prache en eed en alles al.
Dit is dat leber toe hier wat ik in die brugge. Want bij van diesem, wat we kennen, doordat van wem we weten, doordat dat we van hem gehoord hebben, nämlich van Jezus, en hem op einmal im Jes te zijn krijgen, dan zal we kracht dit doen wat hier op tijd. Doordat zal we te zijn krijgen, wo schuldig we voor God zijn, en aufpracheren. Zoals hier op tijd, leber toe hier. Mij merkt het zo zeer moed. Mij merkt het zo zijn. Wat dat hier zei dat, wo hier op de tijd, en dat zal ik ons zijn. Ook aan hier op kapitel 19, vers 25 en 26, ook door redt hier op nog klarer van deze raden. Hij zegt, ik weet, die leeft, die mij raden wordt. Die wordt op deze eerd het laatste woord te zeggen hebben. En waar mijn huid is verdorven is, wo ik God zijn eindaunt, wat met mijn körper wordt. Vers 27. Ik boor arm met mijn uwe zijn en hij wordt zich niet vreemd doen. Ik vrij mij door. Zo zei het ook. Lever toe hier. Kennen ik en du met hier op met stemmen. En dit wat hij hier zegt, ik word arm met mijn uwe zijn en hij wordt zich niet vreemd doen. En ik vrij mij door. Zo zei het ook. Amen. Dat is zo wonderbaar. Hier prijs ik, zo zei hij dat ook. Voor dat wat hij te komen had. En we kunnen ook zo dankbaar zijn voor dat wat we aan boord Gottes lezen. Wo de oud-testamentelijke glorie zich vrije duiden. Tot deze Radar, tot deze Jezus, die de Immanuel heette deed. Jesaja kapitel 50, vers 6. Zo zegt dat van deze Radar, wat al de profeet van reden deed, ik juich mijn rege hand tam verwippen en mijn baken naar die, die mij den Bord uitreite. Ik verstuurt mijn gezicht niet voor die, wat mij verspotte en bespeeën. Blijf het hou hier, dit be een proces wat nen komen deed. Omdat onze raden kan meilig gemerkt worden, aber dat moet eerst passeren. Dat de Jezus zo zeer verwipte, am bespieën deed, am schlonen deed, ook op verschillende wegen, am verspotten deed, dat we alles zenbürger van mijn en dienen zijn. Dat moet alle passeren. En laat me dat zo zeggen. Als dit passiert, dan weer Jezus en zinderheen overgeeft. En dit wordt im Oude Testament vooruitgezegd. De profeet Jesaja zei dit al aan vooruit, wils de Heilige Geest am dat opgegeven had, dit te zeggen, en hij gelooft dat. En daarbij zegt hij dat. Dafür kann ich so dankbar sein, dass die Propheten im Alten Testament gehorsam wären. Ich will das so sagen, alttestamentlicher Glaube, von denen hier wir immer weiter und von denen will ich von der auch unbedingt reden. Alttestamentlicher Glaube. Männer aus dem Alten Testament, was glaubt, was Gott versprochen hat, das wird auch für ein zu Gott kommen, wann das auch noch lang vorüt wird. Die Propheten wurden sehr jaren dat seine in gehört haben, was wir von der seine in Heere. Und Jesus seine Jünger dann seine Deide in Heere und können dort nicht seine und nicht Heere. Und trotzdem glaubte sie dort. Und dann passiert aber auch noch was der Prophet Jesaja sei, was auch dann altyd die Zeit eine Tatsache wäre. Ganz im Gegenteil von alttestamentlicher Glaube. En Gott leidt toe. Dat had niets met Glaube te doen, sondern dat had te doen met geen onzin.
daar heeft Jezus nachher ook van geredet. Im Nieuwen Testament wird dit bekannt. Ik denk dat dit ook Jezus zijn woorden zijn. Jesaja kapitel 6, vers 9 en 10. En hij zei, Gott zei deze lied, je worden dat immer wieder hören, aber worden dat nicht verstehen. Je worden immer wieder checken, aber nicht Ansicht kriegen. Merk an dat je wasser stamp en stap ihre Uhren tau en bedacht ihre Uhren, so dat ihre Uhren nicht sein können en die Uhren nicht hören können en ihr Wasser nicht schafft. Wann die schaffen würde sie sich anders anstellen en beter worden. Lieve toehoorder, dit is een Tatsache. Dat passiert dan al en dit passiert ook nog. Hoe vele van die wat dan al hier dat een radar komen wordt, die geloofden dat niet. Die waren geen aan. Die hielden dat immer waren en die geloofden niet. Maar dat is wat God zegt. God zei deze lied. Dit passiert van der nog. Deze lied, deze vandaagse lied, die zijn nog correct zoals de lied im Oude Testament. Die worden dat immer waren hieren, aber die worden dat niet verstaan. Die worden dat immer waren zijn, en aber nicht zur Ansicht komen. Gott laat het toe dat in het gewisse stand gemerkt wordt, die Uhren worden toegestapt met allerhande andere dingen, wat niet met de waarheid stemmen. En de Uhren worden toegedacht, dat die dat ware licht vom Evangelium, von der Radung von Jesus Christus nicht sein. Dat is ook nog van deur. So dat Gott zei dat en wanneer je was schaffen würde sie sich anders anstellen en beter worden. Dit is mij zeer wichtig. En daarop mocht ik aanwijzen, deze oud-testamentliche Gläubige von Anfang an, von Adam en Eva an, die geloofden aan dit wat ihnen gesagt wordt. Die geloofden wat ihnen gesagt wordt. Da wordt een Radar komen, zoals Gott ihnen verspreken deed. En vielleicht fragst du die lieber hier, wo kunnen deze dat alle geloven? Dat is mij immer weer wichtig en ik mag dat zo zeggen, deze leefde van je wezen, wat de Heilige Geest aangeven deed. Dat wat de Heilige Geest aangeven deed, dat geloofde zij. En de Heilige Geest wie dan al aan de arbeid, die is nog van immer aan de arbeid geweest. En voor jeder mens, die de ruim geeft en zijn hart voor den Heiligen Geest en dem arbeid deed. En die alle geloofden aan deze radung, lieve toehoorder. So, diese Menschen, ich mag die Frauen, wo checkst du an de alttestamentliche Gläubige ihr Hart nehmen oder an ihr Leben? Ob du die nu zu eine alttestamentliche gläubige Person talen das oder nicht, das ist nicht so wichtig, als dass du korrekt das glaubst, was du glaubst. Und was wird das? Gott verspricht uns, was ein Radar komme, wat ons wordt van onze zinnen schuld loshapen. Die wordt komen. Die wordt den Feind in Kopf verklingen. En deze mensen uit dem Oude Testament, die geloofden wat Gott en versproken had wat nog komen zal. Aber kijk mal aan, lieve toehoorder, dit zal nog komen. Keiner weet hoe lang dat duren wordt bij Gott. En dat had met zo zeer veel tijd en zeer veel opwand te doen. Aber de tweede zin van Adam en Eva wie al een Opfer, wat bloot brengen deed. Wie ook al een schattenbeeld van wat later komen wordt. Abraham zijn zin, wo ik al eier van red, wie ook een schattenbeeld. Abraham zijn Glaube, Isaac en Jacob ihr Glaube, dat we alles op dat gaan wat nog komen wordt. Aber
Kijk maar naar wat hier, deze Allah, ook hij nog uit dem Alten Testament, waar er niet sterven bracht, sondern wordt levendig naar Himmel genomen. En er zijn nog zoveel meer, al die profeten, nog veel meer als hoe ik van gereed heb. Die geloofden alle aan dit. En kijk maar, wat hier, ik wil dat voor zich gekloot zijn. Die geloofden niet bloos, sondern die namen dat voor zich persoonlijk aan. Die raden wat nog passeren wordt, die is ook voor mij geldig, ik neem dat aan. Dit is oud-testamentliche Glaube. Die raden wat nog zal passeren, die is voor mij ook. Zo geloofden de oud-testamentliche mensen, die durch ihr Wissen zich belehren laten van dem Heiligen Geest. Halleluja. Ik zie zo dankbaar voor de oud-testamentliche Gläubige, wo die Radung aannamen, voor zich persoonlijk wat nog komen zal. En laat het hier, de zetten am Recht Gottes en leren dat ik en du ook komen worden. We leren met sehnsucht naar den dag dat we deze oud-testamentliche Gläubige betroffen worden. Mocht de Herr je nood schenken. Amen.